Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, FC Bayern Spielanalyse zum Spiel am 31. Bundesliga-Spieltag in Bremen 2:1 gewonnen. Das Ergebnis steht über allem. Ich glaube, das ist das, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Schwierig. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, das, was wir gegen Hertha gesehen haben, das, was wir heute gegen Bremen gesehen haben, ist leider Gottes das Maximum, was wir aktuell geben können. Ne? Ob das am Ende für die Meisterschaft reichen wird, keine Ahnung. Ganz schwer einzuschätzen, wird viel von Borussia Dortmund abhängen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir auch nur ansatzweise die letzten 3 Spiele gewinnen werden. Ja, vielleicht werden wir auch das Glück haben, wie wir es heute auch so ein bisschen hatten vielleicht. Dann ja, aber ansonsten, das weiß ich nicht, Leute. Das war heute nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt. Es war einfach komplett ein Stiefel, komplett emotionslos, komplett auf einer Ebene durchgespielt, ja. Ganz wenig, was mal rausgestochen ist, nach oben oder nach unten. Wir haben Mané 90 Minuten durchgezogen, warum auch immer. Ja, hat das Spiel komplett auf der Seite zerstört, würde ich fast sagen, aber da kommen wir gleich mal ein bisschen zu. Gehen wir mal erstmal das Spiel so allgemein. Was mir gut gefallen hat, waren die ersten 20 Minuten. Ja, das war auch wichtig, dass wir da gegenhalten, dass wir da gleich zeigen, ja, dass wir gewillt sind, nach vorne zu spielen, dass wir auch mit einem gewissen Selbstverständnis aufgetreten sind, auch dass wir es geschafft haben, Bremen in die eigene Hälfte zu drücken. Ich denke nicht, dass das von Bremen der Plan war, dass sie die ganze Zeit hinten drin standen. Das haben wir gut gemacht. Und ja, ab der 20. Minute, umso länger das Spiel ging, ja, umso monotoner wurde es. Ja, ohne Highlights, ohne Chancen, ohne quasi wie in den schlechten Zeiten von Pep Guardiola. Ja, Ballbesitz, bis der Arzt kommt, ohne irgendwie Räume zu gewinnen oder überhaupt mal ansatzweise gefährlich zu werden. Man hat ganz klar gesehen, dass uns ein Stürmer vorne drin gefehlt hat. Ich weiß nicht, warum man nicht den Tell aufgestellt hat, aber das Thema habe ich keinen Bock mehr. Ich habe es die letzten Wochen und Monate genug behandelt. Ich werde es halt einfach nicht verstehen, genauso wie ich es nicht verstehen werde, dass ein Kimmich da wieder gefühlt 20 Ecken reingetreten hat, die von der ersten bis zur letzten Schrott waren. Auch da, ich kann da nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich habe da nur noch Unverständnis für. Was soll man dazu noch sagen? Ja, wenn wir dann mit so einer Leistung, wie wir sie aktuell zeigen, am Ende deutscher Meister werden, weiß ich auch nicht. Schwierig, dass da dann irgendwie ein Freudengefühl aufkommt, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist aktuell wirklich einfach nur ein Trauerspiel, was wir an Leistung auf dem Platz zeigen. Ja, na klar, wir haben 2:1 gewonnen. Wie gesagt, das Ergebnis steht über allen. Alles gut, wir haben Druck auf Dortmund aufgebaut. Alles gut, aus Fansicht. Ja, super zufrieden, bla, yippie, yippie, yay. Ja, nee, bin ich hier nicht. Seid ihr hier auf dem verkehrten Kanal. Das war heute für mich enttäuschend, muss ich leider so sagen. Ja, wir können froh sein, dass nicht noch das 2:2 geklingelt hat. Auch da wäre der Tuchel wieder selbst schuld gewesen. Also die Auswechslung, die er gebracht hat, waren auch unterirdisch. Ja, das soll man ganz klar so sagen. Mal, da gehen wir gleich mal im Einzelnen ein bisschen drauf ein. Zweite Halbzeit, ja, wir haben dann das Tor gemacht, was ein bisschen glücklich war, aber ich denke dann im Großen und Ganzen verdient, weil wir zumindest die Mannschaft waren, die was versucht hat, Bremen noch hinten drin stand, dann wurde es ein bisschen offener, ja, ist auch klar, Bremen hat zu Hause gespielt, die wollen dann natürlich nicht verlieren. Ja, aber es war danach auch ein Graus unserer Mannschaft zuzugucken. Ja, es war ein Graus einfach. Ganz ehrlich. Ja, Sané hat das zweite Tor dann schön gemacht. Kurz danach hat er die Chance, das Spiel zuzumachen und legt den Ball nach außen. Völlig Unverständnis. Ja, er war 16 Meter, 17 Meter mittig vorm Tor. Er hatte sogar freie Schussbahn. Legt den Ball nach außen auf Mané. Warum? Weil es der Mané ist oder was?
weil er was gut zu machen hat, weil er ihn beleidigt hat und deswegen eine Ohrfeige gekriegt hat oder was? Verstehe ich nicht. Leute, das ist grausam im Moment unserer Mannschaft zuzugucken, ja. Ja, wir schießen dann so Glückstore, dass es dann noch ausgerechnet der Gnabry macht. Ja, sei ihm gegönnt von Herzen. Einfach nur, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das gerade wieder alles zu negativ, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das Spiel war ein Graus. Für mich war es ein Graus, sich anzugucken. Ja, keine Ahnung. Mir fehlt einfach die Emotion. Ja, der Kimmich hat mal Emotionen gezeigt. Das war auch das Einzige, was der Kimmich heute gezeigt hat. Ansonsten hat er 300 Ballkontakte gehabt, wovon 290 einfach absoluter Schrott waren. Dann wird der beste Mann in dem Mittelfeld Grafenberg ausgewechselt. Nach 60 Minuten. Wahrscheinlich, weil er Grafenberg heißt. Keine Ahnung. Mané darf weiterspielen, der unterirdisch schlecht war. Wir haben quasi mit 10 Mann gespielt. Ich fühle mich, als würde der Nagelsmann da sein. Es ist nichts anderes. Gar nichts. Null. Wirklich null. Alter. Nichts hat sich geändert. Gar nichts. Wirklich nichts. Es wird immer noch schön hier, das ist der Mané, das ist der Wälzer, der muss spielen. Das ist nur der Gravenberch. Ach, der hat gerade eben das Tor vorbereitet. War der hier, der hinten die Löcher gestopft hat. War der vorne 3, 4 gute Pässe in die Tiefe gespielt hat, die einfach nicht vernünftig verwertet wurden, weil kein Stürmer auf dem Platz steht. Aber wisst ihr was? Den wechsel ich jetzt aus. Weil das ist nur der Gravenberch. What the fuck? Ja? Das war heute waren die Auswechslungen originaler Nagelsmann-Move. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich kann es mir mittlerweile auch nicht mehr reinziehen. Ich habe auch mittlerweile keine Lust mehr, das alles zu analysieren. Es regt mich einfach nur noch auf. I don't know. Ja, wir freuen uns, dass wir 2-1 gewonnen haben. Alles gut. Mit Sicherheit freuen wir uns auch, sollten wir deutscher Meister werden, aber das hat so einen faden Beigeschmack aktuell alles. Weiß ich, vielleicht sehe ich das heute zu negativ, mag sein. Wie gesagt, ich habe es letzte Woche noch schön positiv alles hingemalt gegen Hertha. Da waren genug auch in den Kommentaren, die das anders gesehen haben, was ich verstehen kann. Aber ich wollte da noch so ein bisschen so, weiß ich nicht, da war ich ein bisschen positiv gestimmt, dachte, da geht jetzt heute auch so ein Ruck durch, weißt du, und dann kriegst du wieder diesen Einheitsbrei dahin geklatscht, dieses einfach, ja, Level 3, mehr geht nicht. Geht um die Meisterschaft, wir machen Level 3, mehr geht nicht. Es ist egal, ob wir dann ein Tor schießen oder nicht schießen, wir haben dieses Level 3 Ding, das ziehen wir durch. Ja, mit ein bisschen Glück, kriegt der Sané dann da den Ball, macht das Tor, ja, muss er auch machen wir uns nichts vor, hat er gut gemacht, keine Frage. Aber trotzdem danach dann wieder Level 3. Ja. Danach hat er wieder 2 Zweikämpfe verloren, hat keinen Bock gehabt zu laufen. Weiß ich nicht. Mir fehlt der Ruck, ja. Und ich verstehe immer nicht diese Zeichen, die von außen gesetzt werden. Ich verstehe es nicht. Warum darf ein Kimmich 16 Ecken schießen, Alter? Die alle Schrott sind. Spätestens, jetzt mal ganz ernsthaft. Wir hatten das waren die ersten 20 Minuten, da waren wir wirklich stark. Ja, haben wir gut gespielt, hat mir gut gefallen, wir haben viel versucht, gemacht, getan. In den ersten 18 Minuten hatten wir 6 Ecken und 1 Freistoß. Und alle hat der Kimmich geschossen. Ja, der Freistoß war sogar gefährlich. Pavard den Kopfball, hätte er den irgendwie ein bisschen nur nach rechts oder links gemacht. Und die Ecken waren alle Müll. Alle. Und er hat danach nochmal locker 8 Ecken geschossen, die auch wieder alle Müll waren. Leute, das ist doch nicht unser Anspruch. Ich meine, wir schießen schon kaum Tore, weil wir keine Stürmer auf dem Platz haben. Es muss schon irgendwie der Ball da den Gnabry vor der Füße fallen, 5 Meter vorm Tor. Dann klappt das vielleicht. Da müssen Standards eine Waffe sein. Ja, dann kann das nicht sein, dass der alte Pisskopf da wieder 16 Ecken reintritt, die unterirdisch schlecht sind, Alter. Und dann läuft der da auf mit der Binde am Arm. Ja, das ist dasselbe wie Müller, wenn der keine Leistung bringt. Da muss ich doch mal selber sagen, weißt du was? Cancelo, Gnabry, Mané, wer auch immer. Komm, schieß du mal heute die Ecke. Ich habe jetzt 6 Ecken geschossen, die alle unterirdisch schlecht waren. Ich glaube, ich habe heute keinen guten Tag. So, das würde ich mal von einem Führungsspieler verlangen.
Aber nein, da wird stumpf weitere 10 Ecken reingepölt, die alle die gleiche Scheiße sind. Ja, wir können am Ende des Tages glücklich sein, habe ich gerade schon gesagt, wir haben 2-1 gewonnen. Ja, wow. Das ist mittlerweile unser Anspruch geworden, Alter. Aber bevor ich mich hier komplett in Rage rede, schmeißen wir einen Blick in die Statistiken rein. Die werden natürlich wieder oberirdisch für uns sprechen. Wow. Ballbesitz 67%. Immerhin stand der Mané heute nicht einmal im Abseits. Das gibt's den Müller-Daumen für. Fouls 14-11, Zweikämpfe 50-50, Schüsse aufs Tor 2-4. Wir haben 4 Schüsse aufs Tor. 4! Schüsse gesamt 13-13. Ecken 1-11. Angekommene Pässe 243, 587. Von den 587 angekommenen Pässe waren 580 quer und nach hinten. Flanken 15-15. Flanken, ich weiß nicht, wofür wir geflankt haben. Es war komplett sinnlos zu flanken. Entweder war gar keiner da in der Mitte oder irgendwie so ein abgebrochener Riese, der da gegen die Innenverteidiger kein Land gesehen hat. Schüsse gesamt. Gnabry 2, Pavard 1, Sané 1. Torschussvorlagen, Mazraoui 1. Na, wir haben nur ein Tor geschossen, oder was? Also für mich hat das erste Tor der Gravenberch vorbereitet. Ich weiß nicht, warum er hier nicht steht. I don't know. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 8, Pavard 7, De Ligt 7, Cancelo 136 Ballkontakte, Kimmich 131, 103 Pavard. Gefoult worden, schenken wir uns mal geschmeidig. Ja, I don't know. Ich habe auch keinen Bock mehr weiter über das Spiel zu reden. Wir machen die Benotung. Sommer würde ich Note 3 sagen. Das Tor, da können wir die gleiche Diskussion aufmachen wie immer beim Sommer. Ist er geschrumpft, fehlen ihm 10 cm, hat noch ein schlechtes Stellungsspiel, keine Ahnung. War es einfach ein Sonntagsschuss, aber im Moment haben wir ganz schön viele Sonntagsschüsse gegen uns. Warum ist das Tor gefallen? Weil da natürlich mal wieder keiner attackiert hat. Wie auch, wenn Gravenberch nicht mehr auf dem Platz war. Wenn Musiala unser defensiver Achter ist, dann ist das, dann passiert sowas. Pavard Note 3, die Lichtnote 3, Mazraoui würde ich eine etwas bessere 3 geben. War schon auffällig, ja, das Tor vorbereitet. Übrigens sehr schön vorbereitet, der Pass auf Sané. Ja, ansonsten auch einheitsbrei wie der Rest des Kaders. Cancelo will ich auch eine 3 geben, aber könnte man auch eine etwas bessere 3 geben. Hat viel versucht, hat immer wieder versucht, Mané mit ins Spiel zu nehmen. Note 6. Mané, Note 6, Alter. Die Zeit des Mitleids haben mit irgendwelchen Leuten ist vorbei. Mané, knallhart, Note 6. Ja, das war heute, als würden wir mit 10 Mann spielen. Jeder Ball, der auf Mané ging, er hat das Spiel komplett verlangsamt. Er hat versucht, gegen 3 Mann durchzudribbeln, als wäre er Messi, was er mit Sicherheit nicht ist. Gar nichts. 0. Ja, jeder Angriff, der über diese Seite versucht wurde, war durch. Ja, er hat es geschafft, 3-4 Mal den Ball in die Mitte zu legen. Irgendwie hinten am 16er. So, das war seine große Kunst heute. Von einem Spieler wie Mané. Aber er spielt 90 Minuten durch. Chapeau für diese Sicht der Dinge an das Trainerteam. Kimmich tue ich mich schwer heute. Ich sehe ihn auch, wir machen es einfach. Wir machen ihn in den Einheitsbrei der Note 3. Ich würde ihn mal bei einer 3- sehen. Ecken alle unterirdisch. Seine alten Luftbälle, die er in den ersten 30 Minuten 3 oder 4 Mal versucht hat, ist nicht einer angekommen. Es war nicht ein gefährlicher Pass mal in die Tiefe oder sonst was wir beim Gravenberch gesehen haben, gab es beim Kimmich nicht. Defensiv auch wieder in der Schlussphase. Habt ihr die Zweikämpfe gesehen? Wenn man es Zweikampf nennen kann. Ja, wieder 2-3 Mal sich auf den Boden geschmissen, hat er ein, 2 Mal wieder Glück gehabt, hat das Foul gekriegt. Einmal nicht. Schwierig, aber das ist der Kimmich, was er kann. Machen wir uns nichts vor, ja. Was soll man den Kimmich dafür noch kritisieren? Das kann er einfach nicht. Punkt. Haben wir auch schon oft genug hier durchgekaut. Er ist nicht der defensive Sechser, der hinten irgendwie die Löcher stopft und die Zweikämpfe gewinnt, ja. Das ist er nicht. Und im schnellen Spiel kommt er auch gar nicht hinter dem Mann noch. Keine Chance, ja. So, würde ich ihm noch nicht mal mehr den Vorwurf machen, also. Musiala war auch so 3, ja, war eine Steigerung zum Hertha-Spiel, fand ich, von seiner Person.
Ja, aber hat man auch gesehen, es fehlt irgendwie auch da der letzte Touch und der letzte Biss. Aber was soll man ihm Vorwurf machen? An ihm ist der Letzte, an dem es liegt. Ja, soll er da irgendwie vorangehen in dieser Mannschaft? Ich denke eher nicht. Gravenberg sehe ich bei einer guten 3. Ich habe ihn bis zur Auswechslung eigentlich, war er der auffälligste Spieler für mich auf dem Platz. Ja, auf unserer Seite. Wie gesagt, hat 3, 4 gute Steilpässe in den Strafraum gespielt, wo es auch gefährlich wurde. Wo halt einfach dann der Stürmer fehlte, der irgendwie da mal was verwerten kann. Hat gerade in der ersten Halbzeit 2, 3 Mal wirklich da den schönen Konter unterbunden, ja, hat die Löcher gestopft hinten, gerade auch auf der rechten Seite mal, wenn Mazkui weiter vorne war Gravenberch da, hat das übernommen. Umso länger das Spiel ging, hat er sich auch immer mehr seine Position gefunden, fand ich, hat ein bisschen auch mehr im Spielaufbau teilgenommen und wie gesagt dann auch schön die Pässe in die Tiefe gespielt. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe keine Ahnung, warum er ausgewechselt wurde. Ja, wie gesagt, er hat das Tor vorbereitet für Gnabry. Und war der Spieler, der auffällig war. Gerade in dieser Phase. Also ich habe es nicht verstanden. I don't know. Vielleicht habe ich wieder irgendwas anderes gesehen. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Ich bin da raus. Ich blick da nicht mehr durch. Mané habe ich gesagt. 6. Alter, müssen wir nicht diskutieren. Coman, Einheitsbrei 3. Ja, hat viel versucht. Wenig gelungen. Aber war immerhin noch auffälliger wie ein Gnabry und Mané. Gnabry, ja, weil er ein Tor gemacht hat, kriegt er die 3. Sonst hätte ich ihm heute eine 5 gegeben. Ja, eine 5, nicht eine 4. Komm, sind wir ehrlich. Aber wo wir gerade wohl die guten 20 Minuten hatten, generell die erste halbe Stunde, hast du den Gnabry gar nicht gesehen. Hast das Gefühl gehabt, der Gnabry ist mal 1 Minute auf dem Platz, ist wieder 10 Minuten runtergegangen, ist irgendwo kacken, ist wieder 1 Minute da, ist wieder 10 Minuten verschwunden. Ja, das war so Gnabry. Ja, ganz wild. Ja, hat dann natürlich das Tor gemacht. Wenn er das auch nicht gemacht hätte, keine Ahnung, den hätte wohl eher jeder gemacht auf der Posi, aber er stand halt da, er war nicht im Abseits, das Tor war drin, alles gut. Pluspunkt für Gnabry, wie gesagt, 3, hätte er das Tor nicht gemacht, hätte ich ihn auf jeden Fall bei einer 4 gesehen, weil alles andere war wenig. Ja, es war besser wie die letzten Wochen, so, er hat auch mal versucht, mal 1, 2 defensive Zweikämpfe mal anzunehmen, was ihm sonst ja immer komplett abgeht, das schon, also muss man ihm zugute halten, aber auch da, ich möchte ihn da gar nicht den Vorwurf machen. Er ist halt einfach kein Neuner. Ja. Er ist kein Neuner. Das haben wir heute gesehen. Er hat einfach kein Land gesehen dagegen die Innenverteidigung. So. Punkt. Ja. Ist er nicht. Außen, stell ihn außen hin. Da kann er zeigen, was er kann. Wie gesagt, Mané heute jetzt runternehmen müssen. Jetzt einen Tell gebracht. Jetzt Gnabry rübergezogen. Meinetwegen jetzt hätte dann in der zweiten Halbzeit hätten Sané auch bringen können. Klar, hat das Tor gemacht, alles richtig gemacht. Aber dann nimm doch den Mané raus. Warum wird denn dann der Gravenberch rausgenommen? Damit der Musiala auf dem Platz bleiben darf, dass er auf die 8 geht, damit der Müller auf die 10 kann? Was ist das denn für ein Dummfick, Alter? Was ist denn das der Sinn? So weit sind wir mittlerweile. Ja? So weit sind wir. Dass wir einmal mit durchziehen, warum? Ich weiß es nicht. Dass wir am Ende der Saison vielleicht noch irgendwie eine Ablöse kriegen, dass den noch irgendjemand haben will. Will den mit diesen Leistungen irgendjemand haben, die er heute gezeigt hat? So, dann nehmen wir Gravenberch raus, damit wir Musiala nicht auswechseln müssen, damit der auf die 8 kann, der defensiv einfach gar nichts kann. Ja, na klar, ist er der elegantere Sülz Spielgestalter, da müssen wir gar nicht drum herum reden wie ein Gravenberch. War Musiala bis dahin auffällig? Nee. Ja, dann hat er, wo er dann auf der Position gespielt hat, hat er gute 5 Minuten gehabt. Und dann hat nur noch Bremen gespielt. Also dann haben sie noch das Tor gemacht, dann haben sie nur noch gespielt. Ich habe einfach keine Worte mehr. Ich habe einfach keine Worte mehr dafür. Gut. Leroy Sané, wie gesagt, Einwechselspieler. Können wir keine Note geben für diese halbe Stunde war es ja. Wir haben ja 5 Minuten Nachspielzeit gehabt. Ich weiß nicht, wo der Schiedsrichter 5 Minuten ausgegraben hat. Entweder habe ich irgendwas verpasst in der zweiten Halbzeit, dass ich zwischendurch mal eingeschlafen bin und einen Zeitsprung hatte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir da 5 Minuten Nachspielzeit hergenommen haben, aber gut, es war so. Sané, wie gesagt, das Tor hat er super gemacht. War sonst auch sofort drin im Spiel, ja, das muss man ihm mal zugutehalten. Hat er sonst ja immer so ein bisschen Probleme mit.
Das war wirklich gut. Wie gesagt, das zweite Ding muss er machen. Es war sein starker Fuß, linker Fuß, zentral vorm Tor, freie Schussbahn und er legt ihn raus auf Mané. Was soll der Mané außen damit machen? Erstmal hat der Typ schon keine Form. Ja, hat er heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Weiß ich nicht. Da kann nur irgendwas im Kopf gewesen sein. Oh ja, den spiele ich jetzt besser raus, bevor ich wieder gleich in die Kabine eingeklatscht kriege oder sowas. Anders kann ich mir das nicht erklären, ja. Den muss der Leroy einfach machen. Dann ist 3-0, dann ist das Thema durch. Ja, ansonsten 1-2 Zweikämpfe eher schlecht, 1-2 Zweikämpfe gut. Ich sag ja, hat sich dann so in den Einheitsbrei eingefügt. Müller. Weiß ich nicht. Erstmal, Müller verhält sich vorbildlich. Ne? Muss man mal sagen. Er wird nicht rumgestänkert, rumgemosert. Ist voll mit Feuer dabei. Freut sich, auch dass er reinkommt. Will er Gas geben, machen und tun. Es gelingt ihm halt einfach nichts. Ja? Ich kann es nicht anders beschreiben. Es gelingt ihm einfach nichts. Weiß ich nicht, wenn ich dann Lothar da vorm Spiel höre und auch während des Spiels, ja, aber die FC Bayern-Fans, die wollen, dass der Thomas Müller spielt, weil er die Legende des Vereins ist. Ich weiß auch nicht, was der Lothar manchmal geraucht hat. Ich meine, ansonsten hat er ja ein paar gute Ansätze heute rausgehauen, aber das ist ja der größte Schwachsinn. Alter. Der Müller, der rechtfertigt im Moment halt die Einsätze nicht, die er hat, mit Leistung. Ja, na klar ist er ewig im Verein und hat Verdienste, bla und so, jetzt müssen wir überall nicht drum herum reden. Und wie gesagt, er ist voll bei der Sache, er geht auch voll ab und freut sich und man sieht, dass er unbedingt will, gar keine Frage. Ja, aber ich denke, genau deswegen macht er im Moment auch nicht die Fresse auf oder macht einen auf beleidigt, weil er sieht selber, dass er im Moment nichts auf die Kette kriegt. Ja. So. Vielleicht sollten sich das einige andere Spieler auch mal eingestehen. Aber gut. Und dann kam natürlich noch der Oberhammer. Dann wird in der 88 Minuten noch Bouna Sarr eingewechselt für Mané. Das kommentiere ich nicht. Sonst explodiere ich. Gut. Wie gesagt, am Ende des Tages 2-1 gewonnen. Ich hätte mich jetzt auch hier hinsetzen können und einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen können und sagen können, wie toll doch alles ist und wie souverän wir doch gewonnen haben und wie stark wir doch waren und dass die Meisterschaft sicher safe ist und durch ist und bla und Sülz ist nicht das, was ich fühle aktuell in mir und auch nicht das, was ich gesehen habe. Ja, wir waren schon dominant, keine Frage. Aber wir haben auch viele gute, so diese Halbszenen wieder gehabt. Ja, ich habe schon gesagt, Grafenberg hat wirklich 3-4 gut eingeleitet. Aber auch ein Tuchel oder sonst wer in seinem scheiß Trainerteam muss doch mal sehen, dass da vorne einfach ein Stürmer fehlt. Ja, das sollte doch mittlerweile, weiß ich nicht, dem Letzten auf diesem Planeten aufgefallen sein. Dann haben wir einen Stürmer draußen, den wir aber nicht bringen, weil er einfach zu jung ist. Oder ich weiß es nicht, weil er eine schiefe Nase hat, weil er aus Aberglauben immer sein Armverband trägt. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Wir haben 45 Minuten wirklich okay gespielt. Die erste Halbzeit war echt okay. Die ersten 20 Minuten, 25 Minuten sogar richtig gut, wie ich fand. Aber da hat man halt gesehen, wie das Spiel aussieht, wenn man keinen Stürmer auf dem Platz hat. Ja? Wir haben schön Ringelpitz um den 16er von einer Seite auf die andere Seite. Immer schön hin und her und hin und her und hin. Haben 6 Ecken und einen Freistoß rausgeholt in den ersten 18 Minuten. Haben das komplett verschenkt, einfach irgendwo hingeschossen. Weiß ich nicht, wenn man 20 Millionen im Jahr verdient, dann ist man halt auch nicht fähig, irgendwelche Ecken zu trainieren und vernünftige Ecken zu schießen. Das scheint anscheinend nicht zu klappen. Ja, ich bin sprachlos eigentlich nur noch. Aber wir haben am Ende 2-1 gewonnen, das ist was zählt. Am Ende der Saison interessiert das keine Sau mehr, wie das Spiel in Bremen war, wie das Spiel gegen Hertha war, wie das nächste Spiel sein wird. Dann interessiert es nur, wer vorne steht und
Ja, vielleicht werden wir das sein. Wir werden es sehen. Nächstes Spiel ist zu Hause gegen Schalke. Ja. Dann zu Hause gegen Leipzig. Ja. Bei unserem aktuellen Leistungsvermögen, sage ich euch ganz ehrlich, sehe ich gegen Leipzig aktuell wirklich schwarz und gegen Schalke bin ich so bei 50-50. Das kann in die Richtung kippen, kann in die andere Richtung kippen. So wie Werder heute auch. Werder hätte heute auch kippen können. Dabei haben wir heute ein bisschen Glück gehabt. Müssen wir halt auch mal haben. Ja, beziehungsweise Werder hatte auch erstmal Glück, dass mit ihrem Fernschuss, dass sie überhaupt nochmal zurück ins Spiel gekommen sind. Ansonsten, wir haben das Spiel kontrolliert und so weiter, alles keine Frage. Aber wie gesagt, wir haben wieder auf diesem monotonen Level gespielt, egal was passiert ist im Spiel. Ja? Und zum Ende hin wurden wir sogar noch fickrig. Weil wir wieder so einen Fernschuss kassiert haben, dann wurden wir noch fickrig. Schwierig, da irgendwas vorherzusagen. In Köln dann, wir haben gesehen, Köln kann mal so, Köln kann mal so. Das kann auch sein, dass die uns da sehr wehtun, ja. Es bleibt spannend, definitiv. Ich glaube sogar unabhängig davon, wie Dortmund morgen spielt. Selbst wenn die verlieren sollten, was ich nicht glaube, die spielen zu Hause, sagen wir mal, selbst mit viel Pech, irgendwie spielen sie unentschieden. Selbst dann ist die Meisterschaft noch nicht durch. Meines Erachtens nach. Aber wir werden sehen, vielleicht gewinnt Dortmund morgen auch locker flockig. Was ich ihnen durchaus zutraue. Wie gesagt, in Heimspielen sind die Dortmunder für mich stark. Denke, da müssen wir kein Prophet sein. Und die sehen natürlich auch die Spiele von uns. Die sehen auch, zu was wir aktuell in der Lage sind und zu was nicht. Ja. Und die werden sich da auch noch gerade das Spiel gegen Leipzig ausrechnen und auch in Köln. Aber gut, genug Schwarzmalerei. Aktuell sind wir einen Punkt vorne. Wir haben noch 3 Spiele vor uns. Wer weiß, vielleicht durch Wunder gewinnen wir die letzten 3 auch noch irgendwie. Vielleicht auch wieder mit so unterirdischen Krüppelleistungen. Wer weiß das schon. Und am Ende ist es mir mittlerweile wirklich komplett egal, ob wir Meister werden, ob wir kein Meister werden. Die Saison musst du abhaken, musst du aufarbeiten, da muss das Personal, da muss richtig durchgeknallt werden. Also, wie gesagt, auch wenn Gnabry jetzt in 2 Spielen 2 Tore gemacht hat, gehört er für mich weg. Genauso wie ein Sané für mich weggehört. Mané brauchen wir gar nicht drüber reden, Alter, den kannst du umsonst wieder abgeben. Wenn du los wirst, angeblicher Newcastle oder sowas, gut, können sich ihn noch leisten mit über 20 Millionen Jahresgehalt. Ansonsten wird es schwer werden, da irgendwie einen Käufer zu finden. Für mich gehören die Sané und Gnabry trotzdem weg. Das ist für mich einfach viel zu unkonstant. Das hat nichts mit Bayern-Niveau zu tun. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich erstmal im Verein und im Trainerteam unsere Eier finden und dann auch mal die Spieler aufstellen, die vielleicht die beste Form haben. Aber das Fass mache ich jetzt auch nicht mehr auf. Da habe ich auch keinen Bock mehr zu. Gut, beenden wir das mit was Positivem. Wir haben 2-1 gewonnen. Wir sind 4 Punkte vor Dortmund bis morgen. Wir gucken, was die Dortmunder morgen machen. Und vielleicht holen wir irgendwie die Meisterschaft, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, mittlerweile ist es mir Latte. Traurig, aber wahr. Aber der Funke irgendwie, der kommt nicht rüber von der Mannschaft gerade bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber dass da irgendwie mal ein Ruck oder ein Funke kommt, dass man mal sagt, jawohl, man sieht richtig, die wollen das unbedingt, hast du immer bei so 1 bis 3 Spielern. Maximal. Ja. Der Rest so, ist mir egal eigentlich. Und deswegen ist es mir jetzt auch egal. Ganz einfach. Das überträgt sich jetzt einfach auf mich. Ja. Von daher, so ist es. So sieht's aktuell in mir aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. An alle Hyper-Fans. Wir haben 2-1 gewonnen. Chaka. An alle anderen, wir haben 2-1 gewonnen. Tschö.